Komm, komm, komm! Ah, what the fuck, ey? Wie kann dich ein Game so aufregen? Hep Fresse! Oh wow, Wortgewandt heute, hä? Wir verlieren schon zum 3. Mal hintereinander und die Lappen bringen einfach nichts auf die Reihe. Die Lappen? Ja, meine Teammates, ich bin 47, nein, 48 Level über denen. Das merkst du richtig. Also stell dir vor, dass du Verantwortung übernimmst, gibst sie in dem Fall lieber ab. Bitte was? Bro, schau. Wer Verantwortung hat, hat immer auch die Macht. In dem Moment, wo du sagst, sie sind schuld, gibst du ihnen Verantwortung. Anstelle davon zu suchen, wo du dich selber verbessern kannst, schiebst du einfach alles für dich weg. Also macht die gar keinen, wenn die so weiterspielen. Das ist vielleicht kurzfristig gesehen ein angenehmeres Gefühl, aber langfristig wird dir diese Sichtweise genau gar nicht bringen. Und was schlägst du vor, Mr. Bodo Schäfer? Wie wäre es, wenn du anstelle von deinen Teammates die Hörmuskeln wegsprengen und du ihnen versuchst, dein Wissen mitzugeben? Ich meine, du bist ja offensichtlich der beste Spieler, oder? Und warum genau sollte das etwas bringen? Die verhalten sich wie ein Haufen Kieselsteine. Es geht darum, dass du Verantwortung übernimmst über das, was dir passiert. Du kannst entscheiden, wie du im Leben reagierst, aber nur, wenn du die Verantwortung über die Situation übernimmst. In so einem Moment weißt du, dass du in der Lage bist, einen positiven Einfluss zu haben, ganz egal auf was auch immer das ist. Du steuerst dein Leben mit deinen Reaktionen und mit deinen Taten. Warum also nicht das Bestmögliche daraus holen? Vertrau mir, es funktioniert wie Magie. Also komm. Sandro? Bei dem Ganzen geht es nicht ums Gamen, oder? Ist noch nie gegangen, Bro. Guter Philosoph.